befanden uns hier auf der Grillplatz zum Schwarzenhof, auf dem wir das Spielnummerscher Aufschlussfest feiern. Die Spielnummerscher an der Gemeinde Stengefocht waren dieses Jahr vom 16. Juli bis den 27. Juli. Das Ganze unter dem Thema Natur und Busch. Die erste Woche und Kanner mit der Equipe von der Maison Relais am Schlekebusch verbracht, mit einem Soziolog, dem Herrn Lothar Wilhelm aus Deutschland, wo sie verschiedene Aktivitäten rund um den Busch gemacht haben. An die zweite Woche waren Kanner hier die ganze Zeit am Schwarzenhof auf der Platz. Und wir hatten noch die zweite Woche eine große Unterstützung hier im Schwarzenhof, und zwar die Stengefochter Giden aus Scouten. Wir sind Ihnen vielmals merci für die viele Arbeit, die Sie hier gemacht haben. Sie haben mit den Kindern Konstruktionen gemacht, sie haben mit den Kindern Feuer gemacht, Lager am Anfang abgebaut, was die Eltern eben noch heute hier können bewundern. Ich meine, als Kinder hatte ganz viel Spaß, und als Edukatoren auch, denen wir an diesem Kader auch vielmals merci so wollen. Und überhaupt all den Leuten, die hier geholfen haben, vielmals merci. Die 6. Edition vom Stengefochter Vintage Cars and Bikes war auch dieses Jahr ein grosser Erfolg. Während 2 Tagen konnten die Leute Old- und Youngtimer bewundern, und es wurde das ein oder andere Geschäft gemacht.
Steckmotor für eine Tür für sich. Rund 1,5 Stunden. Die 50 Kubik für noch eine Tür für sich. Und wir treffen uns aber zusammen, wenn nur im Camping, die Mädchen das bekennen. So für den Punkt geht ja nur für den Camping etwas zu trinken. Und da fuhren wir auch ums Reck hin. Das Jahr war Vintage Cars and Bikes Stängefort rëmmen ganz grosses Hüchse. Wir haben zigtausenden Visiteure gehabt aus dem Ausland, egal ob das Holland, Belgien, Deutschland oder Frankreich waren. Selbstverständlich auch ganz viele Lützebäuer, die hier zusammengefunden haben. Alle Bekanntschaften sich getroffen haben, selbstverständlich auch extrem viel Flottgefährer zu Stängefort gekommen sind. Das ist ganz klar für die Stängeforter Gemeng wirklich ein Highlight, und ich möchte auch davon profitieren, für alle denen solche Benevolen, die hier eine Hand mal durchgepackt haben, 7 Bürger aus der Gemeng, respektive alle Members aus dem Pomschies-Club, also aus der Pomschies von Stängefort, respektive dem Jugendclub von Stängefort, und noch die Members von den Mechanical Freaks von Vintage Cars and Bikes Stängefort. Vielmals merci so für den Enthusiasmus, den sie alle hier auf die Welle bringen, für das den Event hier realisiert. Das ist viel wert für die Oldtimer-Szene. Ich meine noch, die Lützeburger Oldtimer-Föderation kann froh sein auf den Event. Ich will daran erinnern, dass alle hier zu Stängefort auch den Tour am Kader vom Televi organisiert von der Lützeburger Oldtimer-Föderation hier zu Stängefort können. Das mittlerweile auch ein Mast gehen zu dem großen Event, den wir hier haben. Ich wünsche mir, dass wir an derselben guter Zusammenarbeit an den nächsten Jahren werden fahren, für das Stängefort nach international an der Oldtimer-Szene mehr bekannt wird. Als Präsident vom Koordinateur von Hohen bin ich all Jahre froh, wenn ich kann die Ausstellung abmachen. Dass das hier für die läuft, wo wir hier Bilder raushängen, oder von das und ich, das sind als Künstlerinnen und Künstler. Das für die, wo sie die Ausstellung machen. Jetzt sind, haben sie mir gesagt, 95 Bilder, die ausgehangen sind. Also du hast viel zu gucken. Und ich bin immer froh, für zu sehen, dass sie sich all Jahre Führungen entwickeln, all Jahre besser gehen. Also geschweige so in Deutschland an große Ausstellungen. Wir lassen die übertreiben, ein fragt nach dem anderen. Herzlich willkommen den Aufenthalt auf der Ouvertüre. Ich nenne es immer als Montagsmaler. Für was? Weil sich Menschen so treffen. Und zwar am Pomschies zu Hohen, wo sie von 6 Uhr bis ungefähr 8 ihrem Hobby nachgehen, aber wo sie dann malen, zeichnen, wie geht für nur seinem Talent, nur seinem Gut, geht für nur durch seinen eigenen Stil, und nur durch seine eigenen Materialien, wo sich da mal aufgeht.
Es sind am ganzen 10 Dammen an een her, wann ich richtig verhalen hun. Der gesieht, Dammen sind an der Majorität, an den her als nun am Kurf. Aber sieht man aber immer, dass er viel Energie braucht, für die Dammen zu packen. Damit hat es den größten Teil schon gesagt, und ich gehe am Anfang proposieren, dass dem Lili Welter als Vertreterin von den Künstlern die Wort gehen, für dann die Einzelkünstler wenig vorzustellen. Guten Abend alle Guten. Ich sage auf jeden Fall merci, dass ihr so zahlreich aber gekommen seid. Und wir sind noch froh über dich alle Guten. Ne? Man am Walter huet Moller firstalt an net Leiit an de Pompscheesalopoen invitéiert, wo allmeinidech vun 18 bis 20 Auer gemolt gëtt. Es silo fir 6 Teil hinkom. Die echte Kiwe scheiwe dat 5 Jahr. Und du hast dann den Hahn im Kopf, du hast den dann nicht mehr angefangen mit Molen, aber wenn ich dann lo Hautzingbiler gucken, das ist ein Unterschied wie 4 oder 5 Jahre war, zu verbessern sie sich alle gut. Es ist ein Flottenhobby, aber was ich auch flott fand, das ist, was ich mir schnell gesagt habe, dass nicht nur gut daheim muss gut tun. Gut, Vorräten zielen oder so etwas machen. Und so viel wie ich weiß, sind die auch die einzige Sektion, die so etwas überhaupt mischt. So wollen ich alle gut, die hier ausgestellt haben, an die Allios ausstellen. Bewundernde Stadt. Ich wünsche dir noch ganz viel Glück am Molen, aber man nach lang hineinkommen. Das ist natürlich vielmals mehr. Lieber Wittgen, ich bin selbstverständlich auch ganz froh, wir hier ein paar Worte dürfen unterstreichen am Namen von der Stengenfacher Gemeinde. Wir haben selbstverständlich eine Invitation vom Gerd anheim gerne entgegengekommen. Und das ist schon eine lange Tradition, dass wir teilhaft, wo der merkt, und ich meine, die Manifestation hier, die Ausstellung, ist auch nicht mehr als ein Manifestationskalender von unserer Gemeinde wegzudenken. Wenn es rundherum geht, seid ihr, mit wie viel Lebenszeit gemerkt hast, mit wie viel Talent dadurch gemerkt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall den Success, den du erhofft, den Success, den du verdient hast, und den Success, den er selbstverständlich auch wird kreieren. Super, der Kinderbuch der besagen.
schon Hamburg, schon Limoncello, schon Orangello, schon Wotzi, Ege-Kreationen, schon Nierländer, Erdbier, Kaffee. Limoncello hat nur 33% Alkohol, mein Wotzi hat dann in der Feierzeng. Wie viel Schocken ist Den Dären Weier zu Stengefurt eng Manifestatioun, die es de Manifestationskalender vun der Stengeforter Gemenge nimi wäch ze denken ass. Gëtze schon Zter méi wie 15 Joer, Kklengbettner Musik këmmert ze d'Organisaoun Jo fir zingt, an dat se Flot fest vu viel Leiit kommen, mat engerei Aussteller, Hobbykënchtler run den Stengeforter Weier, mat Musik, mat natierlech Eessen an Drinkewetter ze gehéiert, an dës Joer engerei Neierungen, dem sogenannten faulen Eck, den de Leiit erlaubt, sich schön gemütlich hinterzusetzen, einen Cocktail zu trinken. Eng Idee vun eiser Jugend aus der Kklengbettner Musik, déi versicht huet, den derm Weier bisssen nei opziehen zu lassen, mat neien Ideen, mat neien Spieler, mat neien Animationen anzuführen an so fort. Also wie gesot, e flotten der, den all Joer Urang September stattfindt zu Stengefurt, am mir hoffen, dass man dat nach vielen Joren so können organisieren.
De Chantier Villa Colla hanner der Stengefochter Gemeng steet kurz fir Aufschluss. Staatssekretärin Madame Francine Klosener huet sech fir dësen opwendege Chantier interesséiert a krut vum Bäuermeester eicht Informationoen. Et gëmm duch de Park, den er am Opbau ass. Dee soll am Fréjoer 2019 fertig ginn. Den Architektebüro Brück a Weckerle pro 2014 den Zouschlag fir d' Renovéierung vun der Villa, déi allerdings an engem ziemlich schlechten Zustand war. D'Aarbestimmen hunn dun 2016 ugefahren. Irgendetwas geändert wurde, addiert wurde, optimiert wurde. So in dieser Logik haben wir dann auch das Haus eigentlich wie weiterentwickelt. Also wir haben uns dann erlaubt, eigentlich diese Terrasse auch dazu zu bauen. Wir haben uns erlaubt, dann auf der Eingangsseite, wo wir jetzt gerade hingehen, dann einen Teil zu ergänzen, um einen Lift einbauen zu können. Also das, was eigentlich mit dem Haus seit Jahrzehnten gemacht wurde, haben wir wie so weiter gepflegt, um es den heutigen Ansprüchen eigentlich so gerecht zu machen. Zoustännege Architekten op der Platz sind den Thomas Weckerle an den Mathieu Oli. Den Aufzug haben wir reingeschoben, damit er nicht hier als technisches Element so zu präsent ist. Okay. So. Aber das ist zum Beispiel der Behindertenzugang, also es gibt eine Raumzone vorm Aufzug, und der ist aber eigentlich im Volumen wie versteckt. Am Interieur sind da Witteen durch die Einzelräumlichkeiten gefördert gehen, wo um Rez-de-Chaussee ein Restaurant entsteht. Weitere Räumlichkeiten sind gedurcht für das Handicap mit seinen großen Archiven und einer Clip. Auch können an den Räumlichkeiten Ausstellungen organisiert gehen.
wir sind hier an der Villa Koller und das ist wirklich immens impressionant, was hier von Arbeiten gelegt ist für die Patrimoine von der Gemeinde Stengefurt, für den en Valeur zu setzen. Ich bin sowieso ein ganz großer Supporter von so allen Villen, weil ich fand, dass das eben den Zeitgeist von demals immens gut rumspiegelt. Und ich denke, dass das hier ein richtiges Bijou ist für Stengefurt, dass das ein ganz flotten Lieu de Rencontre wird gehen, sowohl das Restaurant auf der einen Seite, wie aber auch Möglichkeiten für eine Ausstellung zu machen. Das ist eine Stadt, was ich brauche an einem Dorf, gibt doch sicher ein Platz, wo ganz viel Konvivialität entsteht. Und ich meine, dass das die richtige Decision war, für auf den Weg zu gehen, dass man ganz viel lebt und auch Fachkenntnis renoviert gehen, und noch ein ganz flotter Mix von einerseits Renovation und andererseits aber ein wenig moderne Elemente, wo aber dann nicht anders überfließt. Also ich fand es wirklich ganz schön. Den Umbau von der Villa kostet rund 3,5 Millionen Euro. An der Park, der junge spät fertig wird, kostet rund 800.000 Euro. Auch wird Spidol durch einen Fußgängerbrick über Deich mit der Villa verbunden. Zur Geschichte bleibt zu sagen, dass Familie Koller ab 1855 Proprietär von der Stengefurter Schmalz war und Anfang 1900 das Villa gebaut wird. So war aber nicht mehr rund 6 Jahre von einem Member von der Familie bewohnt. Interessant ist, dass der Rob Koller von 1903 bis 1911 Bürgermeister von der Stengefurter Gemeinde war. Hier noch ein paar Impressionen vom Chantier. An den 60er Jahren ist die Gemeinde Proprietär von der Villa gehen. Übrigens gibt es ein interessantes Buch vom Lokalhistoriker Ernie Drouet über die Stengefurter Schmalz und die Familie Koller.